Stille, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Tamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Die menschliche Intelligenz nutzen, um das Leben sinnvoll zu gestalten, seine Heiligkeit der Dalai Lama. Ein Tibeter wird von der chinesischen Polizei in den Fluss gestoßen und gilt als tot. China versucht den Tibetern ihr Land Tibet wegzunehmen, kritisiert die CTA. Gascha gründet neues ständiges Strategiekomitee. Tibetische Zentralverwaltung feiert Indiens 75. Unabhängigkeitstag. Sejong Pimpa Tsering nimmt am 23. Jahrestag des Sera College für höhere tibetische Studien teil. Der Sejong eröffnet die 7. Konferenz für junge tibetische Forscher. US-Außenbeauftragte Atul Keshab drückt Unterstützung der USA für die tibetische Sache aus. Tibet House Japan beginnt mit tibetischen Sprachunterricht. Während eines Gesprächs mit koreanischen Glaubensbrüdern und Schwestern über Mitgefühl und Gewaltlosigkeit am Mittwoch dieser Woche sagte seine Heiligkeit, dass wir Menschen unsere einzigartige Intelligenz nutzen müssten, um unser Leben sinnvoll zu gestalten und die Herausforderungen und Krisen zu überwinden. In Tibet wurde am 15. August der Tod eines Tibeters namens Rigta bekannt, der von der chinesischen Polizei von einer steilen Straße in den Fluss Dizu-Changtse gestoßen wurde, nachdem er sie aufgefordert hatte, ihren Polizeiausweis vorzulegen. Sein Freund Sherab Gyatso wurde erschossen, als er aus dem Auto eilte, um sich den Polizisten entgegenzustellen. Nach Angaben der Tibet Times waren Sherab Gyatso und Rigta auf dem Weg von Yeouido nach Tomda, als sie von der Polizei angehalten wurden, die stichprobenartig die Straßen kontrollierten. Bei der anschließenden Konfrontation wurden sie angegriffen, nachdem sie behauptet hatten, dass sich in ihrem Fahrzeug keine verbotenen Gegenstände befänden, die kontrolliert werden müssten. Anwesende und Zeugen griffen ein und brachten Sherab Gyatso rechtzeitig in ein Krankenhaus, wo er Berichten zufolge keine schweren Verletzungen erlitt. Es wird jedoch befürchtet, dass Rigta tot ist, da nach stundenlanger Suche im Fluss keine Spur von seiner Leiche gefunden werden konnte. In einem weiteren Bericht, der in der vergangenen Woche aufgetaucht ist, haben die chinesischen Behörden am 4. August 3 Tibeter in Yeouido in der autonomen tibetischen Präfektur Yushu festgenommen, weil sie Bilder in den sozialen Medien veröffentlicht hatten. Im Zuge einer erneuten Verschärfung der Beschränkungen für die Online-Kommunikation in Tibet, insbesondere mit Exil-Tibetern, führen chinesische Beamte Berichten zufolge stichprobenartige Kontrollen von Mobiltelefonen und Fahrzeugen von Tibetern durch. Die tibetische Zentralverwaltung verurteilte die Behauptung Chinas, in den letzten 70 Jahren seiner sogenannten friedlichen Befreiung Tibets einen historischen Übergang mit epochaler Bedeutung für Tibet herbeigeführt zu haben. Der Sprecher des CTA, Dengzi Lekshe, kritisierte die Kommunistische Partei Chinas für ihren Versuch, den Tibetern ihr Land zu entziehen. It's quite disturbing to understand that whenever the Chinese leaders talks about Tibet issue these days, they are not talking about Tibetan people. Now they try to distance the Tibetan people from the ownership of Tibet. Whatever China government says right now is only for their own concern of stability. So therefore, it's a clear message to China that they need to wake up from their own dream and be practical, be rational and be human. Dengzi Lekshe kritisierte auch die Aussage eines Mitglieds vom Ständigen Ausschusses des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, Wang Yang, der gestern auf der Versammlung sagte, Tibet habe den Weg zum Wohlstand eingeschlagen. Die Kommunistische Partei Chinas veranstaltete am Donnerstag dieser Woche in der tibetischen Hauptstadt Lhasa vor dem Potala-Palast die sogenannte Feier zum 70. Jahrestag der friedlichen Befreiung Tibets. Anstelle der Taskforce für chinesisch-tibetische Verhandlungen wurde nun ein neuer ständiger Strategieausschuss eingesetzt. Das Komitee setzt sich aus den zuständigen Senatsbeamten der CTA zusammen und wird den Sejong über Tibet und tibetbezogene Themen informieren und ihn in Fragen der Interessenvertretung und Strategieplanung beraten. Am Freitag letzter Woche hat der Gascha die 1998 gegründete Taskforce für chinesisch-tibetische Verhandlungen für aufgelöst erklärt. Die tibetische Zentralverwaltung feierte am Sonntag dieser Woche im Kabinettssekretariat den 75. indischen Unabhängigkeitstag. Der Sejong und CTA-Beamte nahmen an der Zeremonie teil.
In seinen Glückwünschen an die indische Regierung und das indische Volk sagte Sejong Pemba-Tsering, dass die von Indien nach vielen Jahren des Kampfes errungenen Unabhängigkeit eine Inspiration sei und drückte seine Hoffnung aus, bald die Freiheit für Tibet zu erlangen. The great Mahatma Gandhi ji, he led the movement in a non-violent way, and His Holiness the Dalai Lama has also followed his steps to follow non-violence as a means of resolving the Sino-Tibet conflict. We are very, very happy for the Indian people and the government of India for gaining this freedom, and we also look forward to gaining freedom from China. Des 23. Jahrestag des Sarah College für höhere tibetische Studien am Freitag vergangener Woche forderte Sejong Pemba-Tsering die Studenten auf, die unermüdlichen Aufopferung und Bemühungen seiner Heiligkeit des Dalai Lama für die tibetische Gemeinschaft niemals zu vergessen. Der Sejong betonte, dass die jüngere tibetische Generation mit der Geschichte Tibets und seinen Angelegenheiten vertraut sein sollte. Er würdigte die Errungenschaften des Instituts im Laufe der Jahre, indem er die finanziellen Beiträge der ehemaligen Mitarbeiter und Studenten des Instituts anerkannte und dem Institut bescheinigte, dass es durch seine wertebasierte Ausbildung kompetente und verantwortungsbewusste Menschen heranbilde. Im Rahmen der Zeremonie wurden die besten Absolventen des akademischen Jahres 2020 bis 2021 sowie Mitarbeiter mit mehr als 20 Dienstjahren geehrt. Sejong Pemba-Tsering forderte tibetische Gelehrte bei der Eröffnungszeremonie der 7. Konferenz für junge tibetische Wissenschaftler, die vom Tibet Policy Institute am Mittwoch dieser Woche organisiert wurde, auf, ihre Forschungskompetenzen zur aktuellen Situation in Tibet einzusetzen. In seiner Ansprache wies der Sejong auf den Mangel an tibetischen Gelehrten hin, die sich mit der tibetischen Geschichte befassen und das falsche Narrativ der chinesischen Regierung umfassend widerlegen zu können. Dawa Tsering, Direktor des Tibet Policy Institute, sagte, dass die tibetische Sache in direktem Zusammenhang mit der tibetischen Geschichte stehe und erklärte, dass wir nur durch das Studium der tibetischen Geschichte überzeugend und präzise für Tibet eintreten können. Die jährliche Konferenz fand vom 18. bis zum 20. August 2021 statt. Außenbeauftragte Atul Keshab twitterte, die USA unterstützen die Religionsfreiheit und die Erhaltung der einzigartigen kulturellen und sprachlichen Identität der Tibeter und respektieren die Vision seiner Heiligkeit für die Gleichberechtigung aller Menschen. Der Botschafter traf sich mit Moduk Tongchung, dem Repräsentanten des Büros seiner Heiligkeit des Dalai Lama, in Neu-Delhi. Das Tibet House Japan hat am Samstag letzter Woche seinen 3-monatigen Tibetisch-Sprachkurs begonnen. Der Kurs wurde mit begrenzter physischer Anwesenheit und maximaler Online-Teilnahme organisiert. Rund 30 Teilnehmer aus verschiedenen Teilen Japans nahmen regelmäßig an den Online-Kursen teil. Die physische Anwesenheit war auf weniger als 10 Teilnehmer beschränkt, da die Coronavirus-Bestimmungen strikt eingehalten wurden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.